Ja, hallo und willkommen zurück bei einem neuen Projekt von mir in Simu12. Ich kann einfach nicht von Pokémon wegkommen. Ich habe probiert, ein anderes Spiel zu let's playen. Also ein anderes Projekt anzufangen, aber ich habe lieber viel mehr Lust auf Pokémon Kristall Edition gehabt. Ein episches Spiel von 2001. Muss kurz unterbrechen, sorry. Ja, wie gesagt, ein episches Game von 2001 und ja, wir starten einfach mal. Ein neues Spiel. Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Natürlich sind wir ein Gil. Was? Du hast mich aufgeweckt. Kannst du mir sagen, wie spät es ist? Wie spät ist es? Es ist 11 Uhr. Was? Tag? 11 Uhr? Ja. Und wie viele Minuten? 54. Wow! 54 Minuten! Ja. Tag 11 Uhr 54 Minuten. Wow! Ich habe verschlafen. Uiuiui. Hi, entschuldige die Verspätung. Willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Eich. Man nennt mich den Pokémon-Professor. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Menschen und Pokémon leben zusammen und helfen einander. Für manche Leute sind Pokémon Haustiere, andere tragen Kämpfe mit ihnen aus. Leider wissen wir noch nicht alles über Pokémon. Es gibt noch viele Geheimnisse zu lüften. Darum studiere ich Pokémon Tag aus Tag ein. Wie lautet dein Name? Natürlich. Oh nein, mit klein, hä? Mu. Hä? Oh, fuck. Man kann keine Zahlen eingeben. Are you serious? Dann habe ich halt echt meinen Echtnamen. Das wollte ich ja schon lange sagen mal. Mein Echtname ist einfach Luca. Ja, so habe ich mich eigentlich in jedem Spiel bis jetzt genannt. Also nenne ich mich jetzt einfach auch Luca. Oh, das ist auch mein richtiger Name. Und bla. Luca, bist du bereit? Dein eigenes Pokémon-Abenteuer erwartet dich. Dich erwarten tolle Dinge, aber auch harte Zeiten. Eine Welt voller Träume und aufregende Pokémon. Abenteuer erwarten dich. Mach dich bereit. Ich treffe dich später. So. Ja, noch schnell zur Geschichte von meinem Namen. 712, der Name ist entstanden, weil ich Account von einem Bekannten von mir habe, noch vom Origin, weil er mir Battlefield hat geschenkt. Und dort heisst ja auch 712 im Origin. Und darum habe ich mich so genannt. Und eigentlich heisst ich Luca und bla. Und da man hier keine Zahlen kann eingeben kann, ich mich einfach Simu nennen, weil das wäre schon ein bisschen komisch. Dann nehme ich einfach Luca. Troll. Ah, also da mit der gesehen Grafik und... Oh Luca, unser Nachbar, Professor Lind hat nach dir gesucht. Er möchte, dass du etwas für ihn erledigst. Oh, fast hätte ich vergessen. Dein Pokémon.com, was? Ist von der Reparatur zurück. Da hast du ihn. Luca erhält Pokécom. Einfach nur Pokécom. Ein wichtiges Gerät auf deinem Pfad als Trainer. Oh, der Wochentag ist noch nicht eingestellt. Das darfst du nicht vergessen. Welcher Tag ist heute? Dienstag. Dienstag, oder? Ja. Haben wir Sommerzeit? Nee. Was? 11:50 Uhr am Morgen, in Ordnung, ja. Geh nach Hause, um deine Uhr auf Z oder WZ einzustellen. Übrigens weißt du über den Umgang mit dem Telefon Bescheid? Ja. Muss man nicht einfach den Pokécom einschalten und das Telefonsymbol anwählen. Telefonnummer werden gespeichert. Wähle einfach den Namen der Person, die du anrufen möchtest. Ist das nicht praktisch? Fresse. Also jetzt noch meine blöde Uhr auf... Was ist das? Das ist gar keine Uhr. Also da ist die Karte, wir sind Johto. Ja. Da rechts
wäre Kanto, also die alte Region, wo wir vorher waren. Und hier ist, oh, sorry, hier ist Johto. Ja. Da sind alle Städte. Und da sind wir. In Neuborkia. Eine Uhr kann ich hier nicht umstellen. Da wäre der Pokécom. Da kann man einfach anrufen und die Zeit anschauen. Später kann man auch noch mehr. Aber das ist jetzt unwichtig. Ja, uiuiui, was ist denn das für ein Genoss da? Das ist alles so. Das ist also das berühmte Lind-Pokémon-Labor. Was starrst du so? Uiuiui. Was ist das für ein aggressiver Typ? Luca, da bist du ja. Ich muss dich um etwas bitten. Ich führe gerade neue Pokémon-Forschung durch. Ich habe mich gefragt, ob du mir dabei hilfst, Luca. Verstehst du? Ich schreibe an etwas, das ich einer Konferenz vorlegen möchte. Aber das sind noch einige... Uiuiui, bin ich ein bisschen müde, sorry. Aber es sind noch einige Dinge, die ich nicht ganz verstehe. Darum, ich möchte, dass du ein Pokémon trainierst, das ich vor kurzem gefangen habe. Ja, gern. Danke, du bist mir eine große Hilfe. Wenn ich meine Ergebnisse vorlege, werden wir sicher noch weiter in die Geheimnisse der Pokémon vorstoßen. Darauf kannst du dich verlassen. Hm? Oh, hey, ich habe eine E-Mail. Okay. Hör gut zu. Ich habe einen Bekannten namens Mr. Pokémon. Ständig findet er eigenartiges Zeugs und fängt an, darüber zu fantasieren. Aber jetzt hat er mir eine E-Mail geschickt, in der steht, dass es sich diesmal um etwas Großes handeln muss. Das klingt zwar faszinierend, aber wir sind derzeit mitten in unseren eigenen Pokémon-Forschungen. Moment! Ich hab's! Luca, du könntest doch der Sache nachgehen. Ja, sehr gern. Ich möchte, dass du eines der Pokémon aus diesen Bällen trainierst. Du wirst der erste Kamerad dieses Pokémon sein, Luca. Such dir eins aus. Ja. Eigentlich meine 3 Lieblingsstarter jetzt hier. In 2. Generation. Das wäre Feuerigel. Willst du Feuerigel? Das Feuer-Pokémon? Nein, zuerst mal alle anschauen. Überlege es dir gut, die Wahl deines Partners ist sehr wichtig. Ja. Kanimani. Bla bla, da seid ihr echt wieder das Gleiche. Und Endivie. Ich entscheide mich in dieser Edition für das Feuerigel. Willst du Feuerigel, das Feuer-Pokémon? Ja! Ich bin auch der Meinung, dass dieses Pokémon sehr gut ist. Luca erhält Feuerigel. Feuerigel. Spitznamen, ja natürlich. Feuerigel alias Brand. Nein, Brand ist blöd. Ich muss gerade überlegen. Feuerigel alias Feuerigel. Schieß drauf. Mr. Pokémon lebt ein wenig nördlich von Rosalia City, dem nächsten Ort. Der Weg führt dich fast direkt dorthin. Du kannst es nicht verfehlen, aber nur für den Fall, dass... Hier ist meine Nummer. Ruf mich an, wenn es etwas gibt. Also. Linds Nummer. Ist ein Pokémon verletzt, solltest du es mit Hilfe dieser Maschine heilen. Benutze sie so oft wie möglich. Ich zähle auf dich. Also. Da haben wir jetzt so das Pokémon, das Feuerigel. Ja. Das Feuerigel und... Oh. Luca, ich möchte, dass du das mitnimmst. Wir bekommen einen Trank von dem Typ. Wir sind nur zu zweit und haben viel zu tun. Ja, verpiss dich. Also.
Ich glaube im nächsten Part machen wir dann uns auf den Weg ins Gebüsch und wollen ja... was wollen wir? Ja, wir wollen unseren ersten Pokémon-Kampf machen und zu Mr. Pokémon gehen. Aber... müde Morgen. Erst im nächsten Part. Das wär's gewesen. Im ersten Part von einem von meinen Lieblingsgames. Pokémon Kristall. Ja. Bis zum nächsten Mal. Euer Simon 12. Tschüss.